Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. K wie Kastellburgen, die rätselhaften Rechteckburgen. Kastellburg, das rechteckige Machtsymbol unter den Burgen. Immer wieder taucht die Frage auf, wie viele verschiedene Burgentypen gibt es eigentlich und woran erkenne man sie? Deshalb arbeiten wir uns im Burgenlexikon nach und nach durch die wichtigsten Formen. Höhenburgen mit Spornlage, Felsenburgen, Sonderformen wie Höhlenburgen und natürlich die Niederungsburgen, zu denen auch die klassische Wasserburgen zählen. Heute schauen wir uns einen Bautyp an, der oft übersehen, aber eigentlich ziemlich außergewöhnlich ist. Die Kastellburg. Schon der Name wirkt merkwürdig. Kastellburg klingt fast wie Burg. Aber was hat es damit wirklich auf sich? Zeit, dieses viereckige Rätsel zu lösen. Erste Erwähnungen. Woher kommt die Kastellburg? Der Begriff Kastellburg bezeichnet einen hochartigen Bautyp, der sich im 12. und 13. Jahrhundert entwickelt hat. Die Grundidee stammt aus dem Mittelmeerraum und ist eng verbunden mit den Kreuzzügen sowie später mit den Einführungen der Feuerwaffen. In Frankreich etabliert sich der Stil besonders während der Regierungszeit von König Philipp II. Auguste, das war etwa 1180 bis 1224. In dieser Zeit entstanden die ersten regelmäßigen viereckigen Burganlagen mit runden Ecktürmen, einem klar definierten Wehrsystem und massiven Mauern. Zu den frühen Vorläufern zählt die Burg Dreux-les-Belles-Fontaines in Frankreich, erbaut um 1170 bis 1180, ein Musterbeispiel für den sogenannten französischen Kastelltyp. Hier sehen wir die Burg Dreux-les-Belles-Fontaines in ihrer vollen Pracht. Wie kam die Kastellburg nach Deutschland? Von Frankreich aus breitete sich der Bautyp langsam nach Mitteleuropa aus. Wichtig, der französische Kastelltyp wurde selten 1:1 kopiert, sondern immer an lokale Gegebenheiten und Möglichkeiten des Bauherrn angepasst. Einflussreiche Verbreitungspunkte. Frankreich, Italien, Sizilien. Kaiser Friedrich II. Ließ dort mehrere beeindruckende Kastellburgen errichten. Beispiel Castello di Lago Pesole. Hier sehen wir das beeindruckende Castello Lago Pesole. Von Frankreich nach Wales. Bei den walisischen Königsburgen wie Dieu-Marie sieht man den Kastelltyp besonders klar. Und hier die Burg Dieu-Marie, wie man sie in Wales sehen kann. Von Frankreich in die Schweiz, Savoyen. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Beispiel Camvent. Hier das Château Camvent in der Schweiz, wo man sehr gut sehen kann, wie quadratisch diese Anlage ist mit 4 runden Ecktürmen, wobei einer etwas stärker ausgebildet als Bergfried dient. Von dort gelangte die Bauform schließlich auch in den deutschsprachigen Raum, wo sie ab dem frühen 13. Jahrhundert auftaucht. Vielleicht war es ja so. Der Baumeister, der gerade aus Frankreich zurückkommt mit der modernsten Burgenbaumode, versucht sein neuestes Modell, den Kastelltyp, an einen deutschen Burgherrn zu verkaufen. Kastellburg, spätere Schlösser. Was unterscheidet sie? Kastellburgen waren Wehranlagen, keine reinen Wohnschlösser. Aber sie bilden tatsächlich den Übergang zwischen klassischer Burg und dem Renaissance-Barockschloss. Typische Merkmale der Kastellburg: quadratisch oder rechteckiger Grundriss. Gebäude stehen innen direkt an der Ringmauer. Runde und auch viereckige Ecktürme, später Bastionen. Überdachte Wehrgänge. Starke Außenmauern mit wenigen Öffnungen. Wasser- oder Halsgraben, trocken, je nach Lage. Fokus auf Rundumverteidigung, nicht nur eine bestimmte Angriffsseite.
oft kein klassischer Bergfried. Später übernimmt der Schlossbau einige dieser Strukturen und entwickelt sie weiter. Eckpavillons, postionär befestigte Schlossanlagen oder regelmäßige Vierflügelanlagen stammen gedanklich direkt von der Kastellburg ab. Hier ein weiterentwickeltes Schloss, das Schloss Johannisburg in Aschaffenburg, das ehemalige kurmainzische Schloss, sieht man eindeutig die Vierkantversion mit den 4 Ecktürmen und einen Hauptturm etwa in der Mitte. Beispiele von Kastellburgen in Deutschland. Burg Lahr in Baden-Württemberg. Frühdeutsches Beispiel mit klarem Kastellgrundriss. Entstehung politischer Geschichte 1217 bis 1700. Bereits 1215 wird ein Henricus de Lare erwähnt, ein Ministeriale der Markgrafen von Baden. Ein früher Hinweis auf herrschaftliche Strukturen im Raum Lahr, jedoch noch nicht an die späteren Burgställe. Die eigentliche Kastellburg entstand um 1220, vermutlich auf Initiative Kaiser Friedrichs II., der nach dem Aussterben der Zähringer 1218 das Gebiet neu ordnete und Lahr den Geroldseckern zuwies. Die Burg erscheint erstmals 1250 urkundlich, als Walter I. von Geroldseck dort festgesetzt wurde. Nach dem Niedergang der Geroldsecker blieb die Burg Zentrum der Unterherrschaft Lahr-Malberg. 1426 erlosch die Lahrer Linie und die Herrschaft gelangte nacheinander an Moers, Saverne, später an Nassau und Baden. Im 17. Jahrhundert wurde die Burg noch von Amtsleuten genutzt und war bereits stark beschädigt. Während des Holländischen und Pfälzischen Krieges wurde Lahr 1677 von französischen Truppen unter Créqui zerstört. Hier sehen wir den klar strukturierten Grundriss der Burg Lahr. Wir haben das Quadrat, was die Kastellburg ausmacht, und an allen 4 Ecken Rundtürme. In der Mitte ein Bergfried, vielleicht auch ein Wohnturm, dann nach rechts der Palas, nach links die Nebengebäude und oben raus Richtung Norden das Tor mit Brücke. Heute ist noch der Storchenturm erhalten, hier dunkel dargestellt, und der linke Turm, im Prinzip, der wurde durch Ausgrabungen nachgewiesen. Und hier die Rekonstruktion der Burg Lahr, wie sie einst ausgesehen haben könnte. Zerstörung, Verfall und Nutzung. Nach der Zerstörung 1677 erhielt der heute erhaltene Storchenturm 1717 ein neues Dach. Ein Erdbeben 1728 fügte weitere Schäden hinzu. Die Anlage wurde noch notdürftig gesichert, bis sie 1757 von der Stadt Lahr erworben und anschließend weitgehend abgetragen wurde. Der Storchenturm blieb erhalten und diente bis 1861 als Gefängnis. 1933 entdeckte man bei Ausgrabungen den quadratischen Bergfried im Zentrum der Anlage. Weitere Ecktürme wurden 1960 und sowie 2000 archäologisch dokumentiert. Seit 1966 beherbergt der Storchenturm ein kleines Museum. Eine umfassende Sanierung erfolgte 2011 bis 2016, nachdem Risse und Sandsteinabplatzungen Gefahr verursacht hatten. Bauform und Bedeutung als Kastellburg. Die Burg Lahr ist ein herausragendes Beispiel einer staufischen Kastellburg im deutschen Raum. Ihr nahezu quadratischer Grundriss, ca. 45 Meter, mit 4 weit vorspringenden Rundtürmen, zentralem quadratischen Bergfried und einem breiten Wassergraben entspricht genau dem Kastelltyp, der aus dem Umfeld Kaiser Friedrichs II. Bekannt ist, etwa Castello Ursino oder Castello Manice auf Sizilien. Dendrochronologische Funde, Holz um 1220, bestätigen die frühe Bauzeit. Ringmauer, Grabenmauern und die Innenbauten bestanden aus sorgfältig gearbeiteten Buntsandsteinbuckelquadern. Die Innenbauten lehnten sich an die Nordwest- und Südostmauer an. Der Palas zeigte Doppelfenster, Kleeblattblendbogen und Abbauwerke. Die Burg ist eines der bedeutendsten Beispiele dieses Burgentyps in Deutschland und verdeutlicht das starke staufische Interesse an der südlichen Ortenau und ihrem Verkehrsweg. Sehen wir nun den Storchenturm, den Rest der Burganlage mit dem angrenzenden Palasrest. Auf dem linken Bild, etwa an den Storchenturm angrenzend, ein Abbauwerk und rechts die Innenseite des Storchenturms. Burg Neuleiningen in Rheinland-Pfalz. Paradebeispiel, sehr gut erforscht.
Vierecktürme, ringförmige Verteidigungsanlagen, keine Bergwerke. Entstehung und Herrschaftsgeschichte. Burg Neuleiningen entstand zwischen ca. 1237 und 1242 unter Graf Friedrich III. Von Leiningen, nachdem Altleiningen bereits 1242 als Alt bezeichnet wird. Die erste Nennung folgt 1253. Im 13. und 14. Jahrhundert gelangte die Burg innerhalb verschiedener Linien der Grafen von Leiningen sowie zeitweise als Lehen des Wormser Bischofs in wechselnde Hände. Unter Landgraf Hesso, 1467 gestorben, kam es zu bedeutenden baulichen Veränderungen. Nach Erbstreitigkeiten wurde Neuleiningen 1468 militärisch zurückerobert und erneut geteilt. Im 16. und frühen 17. Jahrhundert diente die Anlage teils als Wohn- und Verwaltungssitz der unterschiedlichen Leininger Linien, bevor sie im Dreißigjährigen Krieg 1635 verschont blieb. Die endgültige Zerstörung erfolgte 1690 im Pfälzischen Erbfolgekrieg. So etwa stellt man sich die ursprüngliche Burg Neuleiningen vor, etwa im 13. Jahrhundert. Bauentwicklung und Umbau. Die Burg wurde um 1240/1245 als kastellartige Anlage mit 4 Ecktürmen errichtet, inklusive eines großen Baukörpers an der Nordostecke, vermutlich der Palas. Im 14. Jahrhundert entstanden 2 neue Gebäude an der Westseite, darunter der später zum repräsentativen Palas ausgebaute Nordwestbau. Der Südostbau entstand um 1508 unter der Linie Leiningen-Westerburg. Kleinere Funktionsbauten folgten im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert. Nach der Zerstörung 1690 wurden nur einzelne Bereiche flüchtig repariert. Ab 1806 erfolgte der Abbruch der letzten Wohngebäude. Archäologische Untersuchungen dokumentierten wichtige Bestandteile 1960, 1989 bis 1992 und 2000. Architektur und Kastellburg-Typus. Neuleiningen gehört zum südwestdeutschen Typ der Kastellburg, jedoch in einer geländebedingten unregelmäßigen Form. Der Grund ist ein leicht trapezförmiges Viereck, dessen Nord- und Westmauern unmittelbar am Steilhang stehen. Trotz der asymmetrischen Form entspricht die Anlage mit ihren 4 kräftigen Rundtürmen der umlaufenden Ringmauer, Wehrgängen, Schlitzschachten und einem bergfriedartigen Nordwestturm klar dem Kastelltyp. Der markante Staffelgiebel des Palas, Fallgatterspuren im Torturm sowie zahlreiche Innenstrukturen belegen die repräsentative und militärische Funktion der Burg. Neuleiningen zeigt exemplarisch, wie sich der Kastellburgentyp in Deutschland an topografische Bedingungen anpasste, ohne den Grundcharakter zu verlieren. Hier sehen wir nun den trapezförmigen Grundriss der Burg Neuleiningen, hier ein Luftbild mit der Gesamtanlage der Burganlage sowie der befestigten ehemaligen Stadt. Und hier noch ein Bild aus nördlicher Richtung. Burg Friedewald in Hessen. Die Übergangsform zur frühneuzeitlichen Festung. Entstehung und historische Entwicklung. Das Burggelände von Friedwald war aufgrund seiner Lage an 2 wichtigen Altstraßen schon früh besiedelt. Archäologische Funde zeigen eine Nutzung seit dem 11. und 12. Jahrhundert. Darunter ein erstes Steingebäude aus dem 13. bis 14. Jahrhundert, wohl zu einer kleinen Abtsburg der Abtei Hersfeld gehörig. Der Ort selbst erscheint 1302 erstmals als hessisches Lehen. Die Landgrafen entwickelten Friedewald im 14. Jahrhundert zu einer hessischen Enklave und nutzten die Burg ab 1392 als Verwaltungs- und Jagdsitz. Einen entscheidenden Ausbau erfuhr die Burg unter Landgraf Heinrich III. Ab 1476, der die Anlage durch den Baumeister Hans Jakob von Ettlingen vollständig umgestalten ließ. Friedewald wurde zu einer modernisierten, wehrhaften Anlage ausgebaut, die Züge einer spätmittelalterlichen Kastellburg trug. Im 16. Jahrhundert verlor die Burg ihre strategische Bedeutung und wurde unter Wilhelm IV. Und Moritz ab 1580 zu einem schlossartigen Verwaltungssitz erweitert. Im Siebenjährigen Krieg wurde Friedewald schließlich 1762 von französischen Truppen zerstört und nicht wieder aufgebaut.
Links sehen wir eine Rekonstruktion nach einem Modell im Heimatmuseum von Friedewald. Und rechts den Grundriss der kastellartigen Burganlage. Links oben, schwarz dargestellt, der sogenannte dicke Turm, der Bergfried. Und rechts unten der Geschützturm, der das Tor schützte. Die zwei Wohn- und Verwaltungsgebäude befügen sich L-förmig im Norden und im Osten an die Außenmauer an. Bauentwicklung und Umbauphase. Die frühesten Baustrukturen gehören einer kleinen, nur leicht befestigten Hersfelder Absburg an. Die eigentliche Wasserburg entstand in mehreren Phasen, doch ihre prägende Gestalt erhielt sie durch den Umbau ab 1476 durch Hans Jakob von Ettlingen. Er schuf eine typische spätmittelalterliche Übergangsform. Eine quadratische Hauptburg mit 4 starken befestigten Ecktürmen, einem zentralen massiven Bergfried, der dicke Turm, mit 4 Geschossen, Spitzhelmen und Erkertürmchen. Eine Mischung aus hochmittelalterlicher Wehrturmtradition und spätmittelalterlicher Kastellform. Zwischen 1480 und 1500 folgten weitere Bauten in der Vorburg. Um 1580 bis 1600 wurde die gesamte Anlage schlossartig erweitert. 3 Flügel Vorburg, Wirtschaftsbauten, Brunnenhof, 3 Schalenbrunnen von 1605, Wohngebäude und das südliche Senghaus. Nach der Zerstörung 1762 verfiel die Wasserburg. Nur Teile der Vorburg blieben als Amts- und Gerichtsgebäude bestehen. Heute sind der dicke Turm, die östliche Toranlage und Teile der Vorburg erhalten bzw. restauriert. Architektur und Kastellburgtypus. Burg Friedewald repräsentiert eine Übergangsform zwischen spätmittelalterlicher Burg und frühneuzeitlicher Kastellanlage. Ihr Aufbau folgt einem quadratischen Grundtyp mit 4 Ecktürmen, wie er aus spätstaufischen und französischen Kastellburgen bekannt ist, jedoch an die Funktion als Wasserburg angepasst. Der zentrale dominante Bergfried, dicker Turm, dominierte die ganze Anlage und erinnert an vergleichbare Ettlingenbauten wie den Junker-Hansen-Turm in Neustadt. Die Anlage verband den Kastelltypus mit modernen Elementen. Niedrige, aber massiv befestigte Türme, regelmäßige Ringmauern, ein klarer, annähernd quadratischer Grundriss und wehrhafte Wassergräben. Die spätere Erweiterung zur Schlossanlage zeigt, wie dieser Kastelltyp in der frühen Neuzeit repräsentativ geformt wurde. Damit zählt Friedewald zu den bedeutenden Beispielen einer spätmittelalterlichen Kastellburg in Hessen und zugleich zu einem seltenen Fall, in dem Wehrform, Wasserburgtypus und die schlossartige Erweiterung eng miteinander verschmelzen. Hier sehen wir die Gesamtanlage von der Burg Friedewald, im Vordergrund natürlich die Hauptburg und ganz im Vordergrund der dicke Turm, der sogenannte Bergfried, heute nur noch ruinös erhalten, und im Hintergrund die ehemalige Vorburg, die heute ein Hotel ist. Und hier noch die interessante Toranlage der Burg. Weitere Beispiele: Burg Zülpich, Lechenich, Bad Münstereifel, alle in Nordrhein-Westfalen. Ab dem 14. Jahrhundert entsteht sogar eine ganze Reihe voller Kastellburgen am Niederrhein. Hier sehen wir die Kastellburg Zülpich, hier die Landesburg Lechenich, auch in Form einer Kastellburg. Und hier die Burg Bad Münstereifel, ebenfalls in der Form einer Kastellburg. Wenn auch schon zum frühen Festungsbau zählend, ist im Grunde auch hier der Kastellburgentyp noch ersichtlich. Burg Herzberg in Hessen. Hier sehen wir die Burg Herzberg auf der ganzen Ausdehnung und wieder fällt deutlich auf der Kastelltyp der Kellenburg. Schlusswort. Wenn man genau hinschaut, merkt man schnell: Die Kastellburg ist alles andere als selten. Sie steht genau an der spannenden Grenze zwischen mittelalterlicher Burg und frühneuzeitlichem Schloss. Eine Art quadratischer Ritter mit Blick in die Zukunft. Welche Kastellburg kennt ihr? Oder welche Anlagen habt ihr schon einmal besucht, von der ihr glaubt, sie könnte eine sein? Schreibt es in die Kommentare und wir schauen gemeinsam, ob es wirklich eine Kastellburg ist. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.